Jesse Delay, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten diese Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama im Gespräch mit globalen Führungskräften über freundliche und mitführende Führung. Penguin Indien veröffentlichte das kleine Buch der Ermutigung von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama. Anwalt für tibetische Sprachrechte nach Beendigung der Haftstrafe freigelassen. Junger tibetischer Mönch stirbt an den Folgen von Schlägen in chinesischer Gewahrsam. Zentrale tibetische Verwaltung begeht Indiens 72. Republikstag. Bildungsministerium beglückwünscht tibetische Goldmedaillengewinner. Repräsentant Dr. Arya informiert die Parlamentarische Unterstützungsgruppe für Tibet und den Präsidenten des Japan Institute of National Fundamental über die tibetische Politik und das Unterstützungsgesetz 2020. Rechte der tibetischen Flüchtlinge in Nepal bei UN Universal Periodic Review zur Sprache gebracht. Repräsentant Razi spricht über Together for Uyghur, a Holocaust Memorial Event. Am Mittwoch dieser Woche sagte seine Heiligkeit der Dalai Lama während einer interaktiven Sitzung mit globalen Führungskräften zum Thema freundliche und mitfühlende Führung, dass wir versuchen müssen, das Verständnis und die Funktionsweise unserer Emotionen und die Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen, in unser Bildungssystem einzubauen. Your organization, you say, can help to promote in education about our inner world, particularly about our emotion, then how to tackle these destructive emotion, and how to, what is the practice to promote positive emotion, like that. So you, my friend, is now think more seriously in worldwide, in education field. Now we should include more information about our emotion and how to tackle emotion. Now already discuss compassion, kind, and with that automatically honest come. That brings trust. Trust brings unity. Wenn wir freundlich und mitfühlend sind, werden wir ehrlich sein. Das führt zu Vertrauen, Stabilität und Freundschaft. Als Antwort auf eine der Fragen, wie man den Menschen helfen kann, besser zusammenzuleben, erkannte seine Heiligkeit die Notwendigkeit ein, Rassismus und zunehmenden Hass anzusprechen. Er wies darauf hin, dass es einfacher ist, sich auf die Einheit zu konzentrieren, wenn man die Dinge aus einer breiteren Perspektive betrachtet. But I'm more optimistic. Things are changing. But still, we need more effort constantly. The religious leaders meeting, intellectual, scholars, and scientists, and like mayors sort of organization. I think we still, we make continuously, constant effort. The basic situation, I feel, much improved than past centuries. Das neue Buch seiner Heiligkeit des Dalai Lama, The Little Book of Encouragement, herausgegeben von Renuka Singh, erscheint demnächst bei Penguin India. Das 152 Seiten lange Buch, das auch ein Vorwort enthält, fasst die Kernbotschaften der Lehren seiner Heiligkeit zusammen und leitet den Leser an, wie er mit allen Möglichkeiten umgehen kann. Von Relevanz für die gegenwärtige Situation betont es die Wichtigkeit des mentalen Wohlbefindens, um die Herausforderungen der Pandemie zu überwinden, in der Erkenntnis, dass negative Emotionen ein fruchtbares Ökosystem für das Virus darstellen, und betont die mentale Gesundheit des Gesundheitspersonals, dessen tapfere Bemühungen die Verteidigungslinie im Kampf gegen das Coronavirus sind. Dashi Hongchu, der sich für die Rechte der tibetischen Sprache einsetzte und im Jahr 2015 verhaftet und von der chinesischen Regierung zu 5 Jahren Verurteilt wurde,
ist Berichten zufolge am Donnerstag, den 28. Januar, nach Beendigung seiner Haftstrafe freigelassen worden. Dashi Wongchu ist ein Ladenbesitzer aus Kaegyeong-do in der osttibetischen Region Kham. Er erlangte im November 2015 öffentliche Aufmerksamkeit, nachdem er der New York Times ein Interview gegeben hatte über seinen friedlichen Einsatz für den Schutz der tibetischen Sprache. Sein Anwalt Liang Xiaojun twitterte am Donnerstag: Es wird berichtet, dass Dashi Wongchu heute von den Beamten des Justizbüros des Kreises Qingdao in der Provinz Qinghai abgeholt wurde und nun wieder im Haus seiner zweiten Schwester in Yushu ist. Die Familie berichtet, er sei bei guter Gesundheit. Ich aber weiß nicht, ob er vollständig frei ist, da es mir nicht möglich war, ein Foto von ihm zu bekommen oder seine Familie in Yushu direkt zu kontaktieren. Obwohl Dashi Wongchu freigelassen wurde, musste er als Teil seiner Strafe immer noch 5 Jahre den Entzug der politischen Rechte erdulden. Der Sprecher der tibetischen Zentralverwaltung, Garma Choying, drückte sein Besorgnis über Dashi Wongchus Gesundheitszustand aus. Tibetische Unterstützergruppen haben bekräftigt, Dashi Wongchus Fall weiter zu beobachten. We have come to know that yesterday the language rights activist Dashi Wongchu was released from prison after 5 long years, and apart from that, we don't have any other information. We are not sure whether how healthy he is and about his health condition. And we certainly welcome the government of People's Republic of China for their gesture, and we also urge the People's Republic of China to release all the political prisoners, many thousands of them still languishing in the prison and who have been wrongfully prosecuted in sham prosecution process and who have been wrongfully incarcerated. So we urge the People's Republic of China to release all the political prisoners unconditionally. So as far as Mr. Dashi Wongchu is concerned, the only information that we get to know is through social media, and particularly from his lawyer, that he has been released. And like I said before, and we do not have any information about his health condition and the conditions of his release. Ein 19-jähriger tibetischer Mönch aus Sawenbo ist am 19. Januar gestorben, nachdem er von den chinesischen Behörden wegen friedlicher Unabhängigkeitsproteste im November 2019 schwer geschlagen und gefoltert wurde. Tenzin Nyima, auch Dame genannt, wurde zunächst zusammen mit 3 anderen Mönchen, Gunsil 20, Sutra und Sütin, beide um die 18 Jahre alt, 2 Tage festgenommen, nachdem am 7. November 2019 Hunderte von handgeschriebenen Flugblättern, die die Unabhängigkeit Tibets forderten, verstreut vor einem lokalen Regierungsbüro gefunden wurden. Die Proteste fanden statt, als die zwangsumgesiedelten Nomaden und lokalen Tibeter in der Gegend von den örtlichen Beamten unter Druck gesetzt wurden, das Armutsbekämpfungsprogramm der chinesischen Regierung zu bejubeln. Nach Tenzin Nyimas willkürlicher Inhaftierung am 9. November 2019 wurde er im Mai 2020 kurzzeitig freigelassen, bevor er am 11. August erneut inhaftiert wurde. Während seiner Haft wurde Tenzin Nyima von den chinesischen Beamten mit schweren Schlägen gefoltert, die zu schweren Verletzungen führten, und er erhielt keine angemessene Ernährung, was zu einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands führte. Anfang Oktober informierte die Gefängnisbehörde die Familie von Tenzin Nyima über seinen ernsten Gesundheitszustand und forderte sie auf, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Laut unserer Quelle brachte Tenzin Nyimas Familie ihn sofort in mehrere Krankenhäuser, aber jeder Arzt gab seine Genesung auf und er wurde entlassen. Die Familie brachte ihn dann zurück in ihr Haus, wo er bald darauf am 19. Januar 2021 starb. Der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung, Sejong Dr. Lobsang Singhi, drückte den Familienmitgliedern seine tiefe Trauer und sein Beileid aus. In seiner Erklärung bekräftigte er: Ich bete, dass er als großer Patriot in Tibet wiedergeboren wird und den Freiheitskampf fortsetzt. Wir werden ihre Opfer niemals vergessen und die Bestrebungen von 6 Millionen Tibetern unerbittlich verfolgen, bis sie erfüllt sind. 6 weitere Tibeter, darunter 4 Mönche und 2 Laien, wurden für die gleichen Proteste, die sich in der Stadt Sawenbo, Kreis Seoul, Präfektur Gazi in Tibet, traditionelle Provinz Kham, ereigneten, bis zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die tibetische Zentralverwaltung gratulierte Indien und seinem Volk
zum 72. Jahrestag der Republik, der am Dienstag dieser Woche begangen wurde. Die Führungsmitglieder der tibetischen Zentralverwaltung waren gut zu erkennen, wie sie an den Feierlichkeiten mit den indischen Staatsoberhäuptern in Himachal Pradesh teilnahmen. We would like to congratulate and extend our warmest greetings to the government and people of India on the 72nd Republic Day of India. Das Ministerium für Bildung gratulierte Dinsin Chösum, Bachelor in Business Administration, und Sonam Chöki, Bachelor in Commerce, sehr herzlich zur Verleihung der Goldmedaille für den höchsten akademischen Rang in der 6. Konvokation der Dayanand Sagar Universität Bengaluru, die in Anwesenheit von Dr. Ashwath Narayan CN, dem stellvertretenden Chief Minister von Karnataka, am 22. Januar stattfand. Der Repräsentant seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Japan, Dr. Arya Tsewan Gyalpo, in Begleitung von Sekretär Lobsang Chodak, traf sich am Freitag letzter Woche im Parlamentsgebäude mit Herrn Nagao Takashi, Mitglied des Repräsentantenhauses und Generalsekretär der All-Party Japanese Parliamentary Support Group for Tibet, die parlamentarische Unterstützergruppe für Tibet. Herr Nagao Takashi, der Generalsekretär der All-Party Japanese Parliamentary Support Group for Tibet, drückte seine tiefe Wertschätzung für die Annahme des Tibet Policy and Support Act durch die US-Regierung, ein Gesetz unter anderem für den Schutz der Menschenrechte und die Religionsfreiheit für das tibetische Volk, aus. Herr Nagao fügte hinzu, dass er den Vorsitzenden der All-Party Japanese Parliamentary Support Group for Tibet, Herrn Shimomura Hakobun, für den TPSA 2020 informieren wird. Die japanische Übersetzung der Pressemitteilung, die den Kern des Tibet Policy and Support Act enthält, wurde dem japanischen Abgeordneten überreicht. Repräsentant Dr. Arya Tsewan Gyalpo traf am 27. Januar in Tokio auf Frau Sakurai Yoshiko, die Präsidentin des Japan Institute of National Fundamental, einer einflussreichen Denkfabrik in Japan. Während des Treffens bekräftigte Frau Sakurai Yoshiko ihre Unterstützung für die tibetische Sache. Frau Sakurai Yoshiko hatte Bücher über die tibetische Frage geschrieben, wie zum Beispiel Kampf für Tibets Freiheit, Dialog mit dem 14. Dalai Lama und Siedlung Dr. Lobsang Singhi. In der 37. Sitzung des Universal Periodic Review des UN-Menschenrechtsrates, die am 18. Januar begann, überprüften die UN-Mitgliedstaaten am Donnerstag die Menschenrechtssituation in Nepal, was die dritte Überprüfung Nepals war. Während der Sitzung wurden neben anderen Menschenrechtsthemen auch der Status der tibetischen Flüchtlinge in Nepal angesprochen. Die Delegation der Vereinigten Staaten forderte die nepalesische Regierung auf, alle Tibeter zu registrieren und zu verifizieren, gefolgt von der Ausstellung von Identitätsdokumenten, die das Recht auf Arbeit und Zugang zu Dienstleistungen beinhalten. Der Delegierte forderte die nepalesische Regierung außerdem auf, das Gentleman Agreement umzusetzen und einzuhalten und die sichere Durchreise von tibetischen Neuankömmlingen durch sein Territorium zu gewährleisten und alle rechtlichen Vereinbarungen mit China in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Nichtabschiebung umzusetzen. Repräsentant Herr Sonam Tsering Frasi, Office of Tibet London, nahm am Montag dieser Woche an einer Online-Veranstaltung mit dem Titel Together for Uyghur, a Holocaust Memorial Event, gemeinsam für die Uiguren, eine Veranstaltung zum Gedenken an den Holocaust teil. Repräsentant Herr Sonam Tsering Frasi sprach über eine Reflexion über den religiösen Völkermord und die Unterdrückung in Tibet während 7 Jahrzehnten unter dem chinesischen kommunistischen Regime. In seinen abschließenden Bemerkungen sprach er das Gebet der Weisheit, der Solidarität und des Verbundenseins der gesamten Menschheit, das von seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama Never Give Up, gib niemals auf, benannt wurde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.